So! Ich bin wahrscheinlich viel zu laut oder habe ich das falsche Mikrofon eingestellt? Muss schnell hören. Hä? Was ist jetzt los? Ah ne, stimmt das so mit dem Mikrofon? Ich glaube schon, es sollte das richtige Mikrofon sein, oder? So. Dann wollen wir doch mal hören. Hört ihr das richtige Mikrofon? Kennt ihr das falsche sein oder ist das das richtige? Ich weiß es auch nicht. Drauf geschissen, Jungs. So. Also. Musik ist der Hammer, ja. Komplette Spongebob-Musik, man kennt ihn. Ein bisschen übersteuert. Okay, alles klar. Dann machen wir schnell noch das Mikro. Pass nicht an, schnell an. Zack, zack. So. Ah, das ist nicht das richtige Mikrofon. Glaube ich. Oder? Warte schnell. Zack, jalla, Abfahrt, zack, zack. So, so. Jetzt sollte es gut sein. Jetzt ist besser. Ja, jetzt ist gut. Sehr gut. Alles gut. So. Jetzt sollte ja mit der Stimme weniger laut sein, das Ganze, und nicht so übersteuert sein, das Ganze. Genau. Ja. So, also jetzt kann ich endlich auch mal so ein bisschen einen Stream starten. Funktioniert das Shit auch? Man weiß es nicht so genau. Man munkelt nur. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Ganze alles funktioniert oder nicht. Aber ja. Danke vielmals, aber Can, dass du mir da geholfen hast. Jansen, Mariah Finger. Ich bin im Fall... Jetzt habe ich schon ewig nicht mehr streamen gehabt und ich muss jetzt endlich auch mal so drin kommen, jetzt streamen, und ich bin gar nicht mehr drin. Beziehungsweise es hat nie funktioniert, darum wollte ich jetzt auch immer so ein bisschen streamen. Yalla! So, also. In dem Fall, was habe ich hier noch für Sachen? Genau, so. Eigentlich sollte das Ganze jetzt auch mehr funktionieren und on top sein. Also, ich habe jetzt hier mir überlegt, irgendwelche Videos mir reinzuziehen. Aber der Chat geht wahrscheinlich irgendwie um mich nicht. Das ist doch ein hoher Scheissdreck, Alter. Ganz ehrlich. So, ist egal. Wenn der Chat nicht geht heute, ist egal. So. Und wahrscheinlich gefühlt, ich habe das Gefühl, irgendwie ist auch jetzt hier in dem Stream absolut niemand irgendeine Notification ausgegangen, dass der Stream jetzt stattfindet. Also ich weiß nicht, vielleicht interessiert dass bei gewissen Leuten eine Notification ausgegangen ist und bei den meisten irgendwie doch nicht. Ich weiß es nicht so genau. Das ist ein bisschen mühsam. Ja. Was habe ich jetzt da noch? So. Aber dass der Chat normal nicht funktioniert. Du musst Hating noch ein bisschen wärmer einstellen. Was muss ich wärmer einstellen? Damit ich mich wohl fühle, muss... Ah! Wieso ist auf einmal der Chat da? Was ist los mit dir, Chat? Hallo, was ist da los? Ja moin, da geht der Chat auf einmal. Ich weiß nicht wieso. Man weiß nicht wieso. Egal, er geht auf jeden Fall jetzt um. Wir haben keine. Damit ich mich wohlfühle, muss die Hating noch ein bisschen wärmer. Ich weiß nicht, was du meinst. Haben keine Nachricht bekommen, als zufällig gerade gesehen. Aber ja, ich mache schnell auf ganz entspannt eine Instagram-Story oder wenn ihr Bock habt, könnt ihr jetzt in etwas in den Chat schreiben, aber macht ihr nicht die Arschlöcher. So, also let's go. Meine Damen und Herren, ihr seht, die Easyboxen sind wieder on point. Ich bin am Livestreamen hier, man sieht es hier. Es sieht gut aus, oder? Ich sehe auch gut aus, also wirklich ganz ehrlich. Auf YouTube, Milo, und hier im Chat, hallo Insta, der Can, Maria Finger ist auch dabei. Der weiß, was gut ist. So! Jetzt meine Story hier. On point, ich bin am Livestreamen hier, man sieht es hier. Es sieht gut aus, oder? Ich sehe auch gut aus, also wirklich ganz ehrlich. Auf YouTube, Milo, und hier im Chat, hallo Insta, der Can, Maria Finger ist auch dabei. Der weiß, was gut ist. Der weiß, was gut ist. Ja, einfach raus. Nicht einmal...
nur schnell für euch ins eingezogen. Aha, da haben wir gerade hier den Bang-Bass sozusagen. Spaß beiseite. Ich wusste gar nicht, dass es schlecht in meinem Beruf war, bis ich gefeuert wurde. Tante Bertha arbeitete als lebendige Kanonenkugel. Danke vielmals, deine Tante Bertha. An ihrer geht ein Gruß raus. Sie war bei mir im Abnehmtraining. Genau so war sie bei mir. Und jetzt geht anscheinend der Chat, hat sich auch mit gedacht, ich funktioniere jetzt wieder nicht. Ah doch. Huch. So, also, in dem Fall machen wir jetzt eine Jalla-Abfahrt. Was haben wir? Ich habe hure viele Videos verpasst. Ich habe hure viele Sachen verpasst in der Schweizer Szene in der letzten Zeit. Und da muss man doch einfach auch mal so ein bisschen up to date kommen. Da muss man auch mal so ein bisschen back in the business kommen, ein bisschen sich aufwärmen, sich ein bisschen einheizen. Ich weiß nicht, was abgegangen ist. Ah ja, der Sayan, das habe ich mir schon sowieso einziehen. Der Sayan hat ein Video gemacht. Ja moin. Einfach Sayan, zack. Der Sayan hat ein Video gemacht. Und zwar hat er das Video gemacht. Ein Video gemacht, wo man gut darauf reagieren kann. Tiefe Fragen beantworten mit dem Mark Galaxy, Adito Toro und Marks Mission Mara Video schauen. Ja, mache ich auch noch. Könnt ihr nicht auch noch machen? Ja, dann gibt es noch ein kleiner Real Talk, genau. Also. Ah, sehr cool. Tiefe Fragen beantworten. Und dann bin ich nicht in dem Video dabei, Can. Aber schon mir eine verarschen. Spaß beiseite, ist alles easy. Also, tiefe Fragen beantworten. Ich bin jetzt wirklich gespannt, was hat der Sayan uns so für tiefe Fragen gestellt, beziehungsweise um was geht es hier. Da bin ich jetzt wirklich gespannt wie ein Bogen. Let's go! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Typ, den wir Sayan nennen. Und heute haben wir uns hier versammelt. Und zwar, hallo zusammen. Ich bin Scharf, ich bin der Marks Mission. Wir sind hier in Romanshorn. Und zwar tun wir heute miteinander. Gut, das ist gut. Sorry wegen dem Ton, hoher Dreckswind, ohne Witz. Kein Problem, Sayan. Ich ziehe mir einfach das Video nicht mehr ein und gebe ein Dislike. Spaß beiseite. Ich gebe schon mal ein Like. Sayan, yalla. So, warte mal, ich muss schnell den Sound ein bisschen lauter stellen. So. Fragen beantworten sind ein bisschen tiefere Fragen unter anderem auch. Und die tun wir jetzt das vierte unabhängig davon miteinander beantworten. Wir sind hier am Bodensee. Wunderschöne Location, darüber würde ich sagen. Wunderschön, aber man sieht den Hintergrund fast nicht, weil das einfach alles viel zu überbelichtet ist. Sayan, nochmal Grüße gehen raus. Das hast du wirklich gut gemacht. Spaß. Let's go. Und Maelo, falls du das im Stream anschaust, viel Spaß mit mir machen. Ah ja, ich mache mit! Jawohl, Sayan, man kennt ihn! Was für ein Ehrenmann! Er erwähnt mich, ist im Video drin! Das ist schon geil, oder? Das muss man schon sagen. Das ist schon eine geile Aktion von dir, Sayan. Da fühle ich dich um. Ich habe es nicht gesehen, das Video davor. Ich bin wirklich gerade überrascht. Und mein Herz geht auf. Und ich beantworte die Frage jetzt so gerade mit. Let's go, ich bin gespannt. Zuerst mal zum Einstimmen, perfekt für meinen Kanal. Lieblings-Harry Potter-Charakter. Lieblings-Harry Potter-Charakter? Wahrscheinlich. Warte mal, wie heißt der jetzt? Der Lieblings-Harry Potter-Charakter. Ja, genau. Das ist ein bisschen spezieller Harry Potter-Charakter. Ist gar nicht so wirklich ein Charakter, den man in der Serie oft gesehen hat. Aber es ist. Warte mal, finde ich nicht den Bus Driver Harry Potter. Ja, genau, der Typ. Die zwei da. Warte schnell, muss ich schnell das Vorbild machen hier? Nee. Hallo. Hier, Bild ansehen, oder wo kann man das hier? Bild, wie kann es sein? Hier, der da hier. Der Typ da hier, mit dem rettenden Teil. Das ist wirklich Legende, der Typ. Der ist wirklich geil. Oder der Hagrid ist schon geil. Aber der Typ mit dem sprechenden Kopf hier und dann auch wie das alte Mütte über die Straße läuft so. Oh, das ist wirklich eine legendäre Szene. Also die fühle ich komplett. Warte mal, finden wir die auf YouTube? Die finden wir safe auf YouTube. Bus Driver Harry Potter Scene. Also, das finden wir sicher. Ja, genau. Harry's Bus Ride oder hier. Wenn er im Bus ist. Hier.
Hier, jetzt ist er da. Der da. Der Busfahrer. Wo ist er? Hey Jörn. Hier. Hey Jörn! Take her away, Jörn. Yeah, take it away, Ernie. It's going to be a bumpy ride. Das ist wirklich, eben der Bus und die Busszene, genau die Szene, das ist wirklich das Beste von Harry Potter. Also einfach so, also natürlich Harry Potter und so finde ich ja alles hure geil. Also der Harry Potter an sich und Hermine und so. Aber ich muss sagen, das ist einer von den Charakteren, die ich dann gedacht habe, so urgeil, urgeil. Und da eben der, ich habe gar nicht gewusst, dass das so ein Bob Marley-mäßiger Typ ist, so ein Rasta-Dude. Aber ja, was sagen die dazu? Ja, Digga. Brille sagt's schon. Boah, schwierige Frage. Ich muss sagen, wahrscheinlich schon Snape. Snape ist Baba. Oder? Ja, Snape ist schon krass. Snape ist ein heftiger Charakter. Schon nur Ja. der Twist, weißt Ganz am du? Schluss. So, dass einfach. Ja, Snape ist geil, Snape ist geil. Komplett basic, auch der Harry selber, weil der auch verdammt gut ist in allem und das macht echt Bock, dem zuzuschauen. Also es ist wahrscheinlich mega langweilig, den Harry zu sagen, aber der Harry ist auch der Main Character und wahrscheinlich auch mein Lieblingscharakter. Oder vielleicht noch der Dobby, aber Oder die zwei Zwillingsbrüder vom... Also die zwei Zwillinge-Brüder vom Ron, die sind ja geil. so Main Character ist schon der Harry. Schwierig zu sagen, ich würde aber ehrlich gesagt Sirius sagen. Sirius, Sirius Black, der Oh ist schon ja, ein heftiger nein, Typ. schon heftig, der ist schon Legende. Letzt etwas zum ersten Mal gemacht. Wenn es zuletzt etwas zum ersten Mal gemacht, oh, aber das weiß ich nicht mehr. Zum ersten Mal... Ja, zuletzt, was mir gerade so in den Sinn kommt, ist wie zuletzt das erste Mal mit dem Zug so richtig in die Ferien. Ja. Digga, Mann, die Frage. Also, die Frage finde ich einfach mal genial. Das Wochenende, Roadtrip. In diesem Stil. In diesem Stil. Mit Kollegen so etwas habe ich noch nie gemacht. Mega nice sagen. Hast du den Roadtrip gemacht? Ja, das Wochenende ein altes Frauenbüsschen gefahren, das etwa 40 Jahre alt ist und mega schwierig zum Fahren ist. Das Wochenende auch, der Roadtrip. Der Roadtrip ist das erste Mal, wo ich das mache. Ja. Ich würde sagen, ganz spontan die letzte Nacht an eine kleine Homeparty gegangen. Was denkst du, bist du stur? Bin ich stur? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, für gewisse Sachen kann ich wahrscheinlich stur sein oder habe das Gefühl, dass ich richtig bin oder richtig liege. Aber irgendwie, wenn jemand mit einer guten Begründung kommt, also eine gute Begründung für sein Argument hat oder so, dann bin ich eigentlich nicht stur, würde ich sagen. Nochmal Hallo an alle Leute, die hier im Chat mit dabei sind. Danke vielmals Max Mission, Olli Nelson, guten Abend. Ein Adrian Lol, Ehrenmann, der grösste Ehrenmann auch im Chat mit dabei. Ja, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich stur bin, sondern vielleicht glaube ich in einem gesunden Ausmaß. Aber das kannst du selber von dir, glaube ich, nicht so gut sagen. Auf eine gewisse Art schon, ja. Aber ich glaube weniger stur als andere. Aber ich habe schon so meinen gewissen Sturkopf, wo ich so, weißt, wenn ich mein eigenes Bild habe oder meine eigene Meinung, dass ich die schon vertrete. Aber ich bin eigentlich mega offen für andere Eindrücke oder für andere Meinungen. So. Also ich lasse mir eigentlich alles an. So. Darum... ja, moin, absolut los. Ja, ein bisschen stur bin ich, ja. Ja, schon. Ich glaube, ich gebe sehr viel Wert auf meine Meinung. Ja, leider. Aber ja, doch eigentlich schon. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre gerne ein bisschen weniger stur. Aber ja, kann ich schaffe man- das ja. Definitiv nicht. Ah nein, keiner weiss, nein, so im nein, Sinn von. nein, ich bin richtig schlecht auch im Diskutieren. Also ich habe zwar meine Meinung, aber manchmal ist es mega viel so, dass ich sage, nein, das ist ja so, bla bla bla, und dann sagt jemand, ja, aber dann sage ich, ja gut, ist es einfach. Aha, wenn sie so sagen, dann bin ich auch nicht wirklich der harte Diskussionspartner, habe ich das Gefühl. Auf welche 3 Sachen kannst du nicht verzichten? Ja, auf welche 3 Sachen kann ich nicht verzichten? Ich muss noch kurz überlegen. Ich habe das Gefühl, so auf so allgemein gesprochen tue ich wirklich gerne oder habe ich wirklich gerne immer etwas zu tun. Beziehungsweise ich habe nicht gemerkt in letzter Zeit, dass ich gar nicht so gut bin im gar nichts machen. Ich mache jetzt nicht so viel in der Uni oder so, habe nicht so viel zu tun, aber
ich gleich nicht gerne nichts zu machen, so ein bisschen. Beziehungsweise, ja, irgendwie, ich bin irgendwie aktiv, wo da ging etwas machen, also für jetzt zum Beispiel YouTube oder so, probiere ich eigentlich etwas zu machen. Ich kann vielleicht nicht verzichten, auf ein bisschen aktiv zu sein. Wahrscheinlich, leider Gottes, auf das Smartphone. Ist aber eigentlich traurig. Und auf was kann ich noch nicht verzichten? Was? Auf meinen PC. Ich mache mir es ein bisschen einfach, ich weiß, aber ich habe das Gefühl, ja, doch. Ja. Ich habe gerade etwas gesehen. Auf etwas, was ich sowieso nicht verzichten kann, das sage ich viel lieber den PC weg, ist natürlich meine Freundin. Ja moin! Sie sieht das und denkt so schon jetzt, gut, das ist ein absolutes Arschloch, ich gehe jetzt weg, ich mache nicht mehr. Spaß beiseite. Nein, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich so die Sachen. Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich habe ich auch noch etwas anderes Wichtiges vergessen. Familie, ja moin, also auf materielles Zeugs. Ja komm, leck am Arsch, komm, ich mache weiter, ich bin komplett lost. Kannst du nicht verzichten? Spaß, Freiheit und Kollegen. Ganz klar, Liebe, Freiheit und Technik. Essen, Trinken und Sauerstoff. Sport. Sport. Und Sport. Ja, Sport, genau, Sport. Auf Sport kann ich auch nicht gut verzichten, das stimmt. Sport werde ich auch nicht verzichten. Also würde ich sagen, Freundin, Sport. Ja. Kurze Meldung zwischendurch. Podcast mit dem Büsser war super gewesen. Merci vielmals. Habe extra eingeschaltet wegen ihm. Schönen Abend. Ach, Querdenker. Du bist sonst nicht so der Podcast-Hörer, oder wie? Sehr cool, aber dass du nicht gut gefunden hast. Das freut mich sehr. Über was sollte man keinen Spaß machen? Ich finde, man sollte über alles Spaß machen. Ja, Ich finde, man darf Finde ich auch. über alles Spaß machen, wenn es in einem gewissen Maß ist. Ich finde, Spaß ist eine Art, um Sachen zu verarbeiten. Auch mega säde Sachen zu verarbeiten. Also, man darf es natürlich nicht ins Lächerliche ziehen oder so, aber ich glaube, man darf eigentlich über alles Spaß machen. Mir fällt so spontan jetzt nicht ein. Ich glaube, grundsätzlich sollte man über alles Spass machen. Vielleicht, wenn es etwas ist, wo das Gegenüber verletzt, dann nicht, aber sonst... Hast du? Ja, du musst einfach so ein bisschen, wenn du weißt, dass die gegenüberliegende Person vielleicht ein Problem oder gewisse Probleme hat mit so und so Sachen, dann ist es nicht unbedingt, dass du nicht darüber darfst Spaß machen für ihn, sondern dass du einfach ein gesundes Sozialverständnis hast und einfach nicht mit der Person dir die Person extra verletzen, indem du Späßchen schreissest auf ihre Kosten. Also das finde ich schon, dass man sozusagen muss ein bisschen aufpassen und nicht ganz so einfach irgendetwas sagen, einfach frei Schnauze alles sagen, sondern man darf über alles Spaß machen, da bin ich auf jeden Fall bei jedem dabei, auf alles Spaß machen, das finde ich auch. Einfach vielleicht nicht probieren, die Leute zu verletzen. Aber manchmal kann man es gar nicht anders machen, aber eigentlich ist das so ein bisschen die Sache, ja. Das tägliches Ritual? Wenn ja, welches ist das? Ich weiß es gar nicht. Nein. Ja, also... Ja, ein tägliches Ritual. Habe ich ein tägliches Ritual? Ja, morgen gönne ich mir meistens ein normales Emmy Kaffee Latte und irgendein Joghurt, aber das ist jetzt in der letzten Zeit, habe ich das irgendwie so entwickelt, aber ich weiß nicht. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Ritual, das ich habe. Wahrscheinlich das. Oder vor dem Einschlafen einfach noch ein paar YouTube-Videos mir reinziehen. Vielleicht ein Unterschied zwischen mir und vielleicht anderen ist, dass andere vielleicht an einen Arbeitsplatz fahren und ich von daheim aus arbeiten kann und dass ich quasi in meiner Routine nichts muss. Quasi, ich kann selber entscheiden, wenn ich aufstehe, wenn ich Videos mache und so. Habe ich ein tägliches Ritual? Doch, ich habe so ein ganz kleines, also das ist kein Ritual, aber das ist einfach so ein Tick, den ich jetzt einfach erzählen muss. Immer am Morgen, wenn ich halt vor dem Arbeiten bei mir daheim, kann ich die Stege nicht einen Tritt nacheinander ablaufen. Das ist so mein Ritual, dass ich da immer 3 Stegentritte muss nehmen. Das ist einfach so, keine Ahnung. Das ist so mein Ritual am Morgen, keinen Sinn. Schnaufen du nie. So überall 3-4 Sekunden. Nein, ich glaube nicht. Also ein fixes Ritual. Nein. Was würdest du gerne ausprobieren, was du dich aber bis jetzt noch nicht getraut hast? Was würdest du gerne ausprobieren, was du dich aber bis jetzt noch nicht getraut hast?
Nicht. Nee, ich wüsste gerade nichts im Fall. Keine Ahnung. Ich würde glaube gerne mal Fallschirm springen. Selber springen. Ja, voll. Ja, vielleicht. Ja, voll. Einmal eine Frau auf der Straße anzusprechen, Digga. Das ist so scary. Wenn du eine Frau siehst, die du schön findest, ich habe es noch nie gemacht. Also, ich habe einfach so Angst vor dem Cringe. Ja, gut. Das habe ich noch nie ausprobiert. Ich würde es eigentlich schon gerne mal ausprobieren, aber fette Angst, muss ich sagen. Also eigentlich habe ich glaube nichts, was ich noch nicht gemacht habe, weil ich es mir noch nicht getraut habe, was ich gerne machen würde. Sondern die Sachen, die ich gerne machen würde, aber noch nicht gemacht habe ich noch nicht gemacht, weil es noch nicht dazu ist gekommen. Aber die Sachen, die ich mich noch nicht getraut habe, gibt es nichts, was ich Bei machen mir würde. auch so. Weißt du, was ich meine? Singst du unter der Dusche? Singst du unter der Dusche? Auf jeden Fall, ja, ich singe unter der Dusche. Ich kann auch gut singen. Michaela Bachmann, merci vielmals noch wegen dem Podcast Glückwünsche sozusagen. Danke vielmals. Nicht nur unter der Dusche. Ja, Was? alles. Aber ich singe den ganzen Tag 24/7, nicht nur unter der Dusche. Ja, safe. Also, oder? nein, Scheiß, sag mir jemand, der nicht unter der Dusche singt. Safe, normal, oder? Aber das hat jeder ja gesagt. Ja, safe. Aber das macht nie in dem Fall. Nicht? Nein, es gibt viele Leute, die das nicht machen. Möchtet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Auf welche Frage möchtest du nie eine Antwort wissen? Auf welche Frage möchtest du nie Antwort haben? Wenn ich sterbe? Wenn ich sterbe, kommt mir gerade so in den Sinn. Wieso hast du das mal geschmissen? Was ich habe gemerkt, lustigerweise genau das Zeug so, gibt's Schicksal, für was sind wir hier auf diesem Planet, was machen wir so, ich habe so gemerkt, das ist alles so, wir sind genau da zum Leben, leben doch einfach, weißt du so. Wenn wir es müssten checken, also wenn wir all das Zeug müssten checken, dann wäre es schon so, dass wir es würden checken, weißt du, wie ich meine? Auf das Leben nach dem Tod. In dem Sinne, weil, das ist sozusagen der optimistische Nihilismus, dass wir eigentlich... Huch! Kamera ist ausgegangen. Huch! Hast du meine Aussage gecheckt? Ah, auf deine Mission. Was deine Mission ist? Ja, genau, ja. Also das würde ich dir niemals können beantworten. Das Zeug müssten checken, dann wäre es schon so, dass wir es würden checken, weißt du, wie ich meine? Auf das Leben nach dem Tod. Ja, aber In dem Sinne, weil, das würde ich schon wissen. Aber ich wollte nicht wissen, wenn ich sterbe. das ist sozusagen der optimistische Nihilismus, dass man eigentlich in dem Sinne sagt, wir wissen nicht, was nachher kommt, wir gehen eigentlich davon aus, dass nichts kommt und darum ist das Leben auf dieser Welt umso wichtiger und umso kostbarer. Ja, wertvoller, kostbarer, ja voll. Auf welche Frage will ich nie eine Antwort wissen? Oh, da hat die Was ist in komplett los. Zukunft? Ich fände es mega sad, schon jetzt zu wissen, was bei mir in Zukunft ist. Ja, genau, Das eben ist so. Was bei mir in Zukunft ist oder eben wenn ich sterbe. Spannend. Also, versteht man das? Ich will nicht wissen, wenn ich in 20 Jahren bin, weil dann weiss ich das ja schon. Dann ist es so, also, wenn wir wirklich, das ist wie wenn du einen Film schaust, den du schon gesehen hast. Das ist nicht so spannend. Das ist wie wenn du dein eigenes Leben schon gesehen hast. Ich will echt nicht wissen, was in der Zukunft Ja, ist. das ist nicht nice. Das ist noch cool. Das ist eigentlich geil zu sagen. Es ist wie wenn du einen Film schaust, den du schon mal gesehen hast. Das ist nicht so spannend. Weißt du nicht mehr? Shit, geil. Einfach, es ist das Leben. Perfekt. Welche Charaktereigenschaft hättest du gerne? Welche Charakter... Keine Ahnung. Kann ich nicht so sagen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Alles, was ich brauche. Ich glaube, ich wäre gerne ein bisschen extrovertierter. Ich wäre gerne ein bisschen der Typ, der besser Ja. oder gut auf Leute kann zugehen kann. Okay, ja, Mit dem habe ich vielleicht. noch ein bisschen Probleme. Ich wäre Ja, manchmal ich habe das Gefühl, vielleicht ein bisschen mehr Extrovertiertheit würde mir noch gut tun. gern interessierter. Ja, ich kann es nicht unbedingt als Charaktereigenschaft bezeichnen, aber ich würde schon gerne mein Charisma deutlich ausbauen können. Ja, du hast sicher, der Marc mit deinem Hüteli und mit der Jacke. Also dein Charisma kannst du fast nicht mehr höher stellen, also ganz ehrlich. Sagen wir mal, an anderen Leuten oder an gewissen Sachen habe ich manchmal so das Gefühl, es gibt Leute, die interessieren sich für Sachen, wo ich mir so denke, das juckt mich so null. Im Podcast, jedes Mal, wenn wir über Politik reden, es juckt ihn 0, gar nichts, der Marc, was wir über Politik oder generell über solche Sachen reden. Ich würde lieber können so mehr Gegenweg gehen oder so mehr zu meiner eigenen Meinung stehen. Ja, schon. Stimmt schon. Also, gerade so, wenn man diskutiert oder privat so, nicht so schnell nachgeben Sachen, sondern lieber dann mal einen Streit in Kauf nehmen, anstatt resignieren, oder wie man dem sagt. Letzte Frage. Wie ist das bei euch? Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Schreibt mal in den Chat einfach nur ganz kurz, ja oder nein.
Glaubt ihr an das Leben nach dem Tod? Ich finde, das ist eine schwere Frage und ich habe wirklich das Gefühl, dass nach dem Tod, ja, das hast du schon mal im Podcast erwähnt, das Leben nach dem Tod, ich habe das Gefühl, ich bin selber so ein bisschen trauriger darüber, dass ich das so denke. Ich wollte jetzt noch nicht den Chat sehen, ich lese das noch nicht, aber ich bin so der Meinung, dass wahrscheinlich nach dem Tod oder wenn wir sterben einfach sozusagen das Licht aus ist und nichts mehr ist und wir einfach, dass das Leben, das wir hier haben, ist einfach das, was ist und dass es einfach fertig ist, dass leider Gottes nichts mehr kommt. Das habe ich momentan so ein bisschen das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das immer so bleibt oder ich weiß nicht. Und jetzt im Chat, ja, nein, eher weniger, nein. Ja, so ein bisschen, es hält sich die Waage. Es ist so bei den meisten Leuten, ja, also nicht etwas, was man würde verstehen, schreibt der Can. Ja, bei mir ist es einfach so, dass ich nicht, eben sowieso, dass es etwas ist, was man nicht würde verstehen, aber ich habe das Gefühl, dass man das zu fest romantisieren oder zu fest den Sinn in unserem Leben sehen, als dass es wirklich etwas darüber aus hätte. Ja. Glaubst du auf irgendeine Art und Weise an das Leben nach dem Tod? Boah, Digga, das sind Fragen, die wir hier gestellt bekommen am Bodensee. Ich habe mir noch zu wenig Gedanken darüber gemacht, um darüber wirklich was zu sagen. Irgendwie glaube ich daran, irgendwie nicht. Nein, ich glaube nicht, dass es irgendwie so etwas wie Himmel oder Hölle oder was es auch von verschiedenen Religionen gibt. Aber ich glaube, dass unsere Energie, die in unserem Körper steckt nach dem Tod, nicht einfach verschwindet. Ja, aber ich habe das Gefühl, die Energie, oder ich habe das Gefühl, oder ich bin vielleicht zu wenig so ein bisschen esoterisch, kann man das so sagen? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwelche Energien haben oder irgendwelche Energien verbreiten, sondern dass das, was auf jeden Fall weiterlebt von uns, ist die Erinnerung an uns. Das vielleicht. Aber sonst nichts, habe ich das Gefühl. Leider. Jetzt eine Seele ist, ob es was auch immer ist, oder? Aber ich glaube nicht, dass die einfach verschwinden. Ich denke, dass die auf dem Planeten bleiben und irgendwie wieder verwertet werden. Das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber keine Ahnung. So denke ich. Ja, also ich glaube daran. So ein bisschen, jeder hat sich sein Leben ausgesucht so, und du lebst wie dein Leben weiter so auf dem Planeten, einfach in anderen Körpern. Also das Prinzip von Wiedergeburt eigentlich macht für mich eigentlich voll Sinn. Es ist so schwierig, man. Es ist so unverständlich, dass einfach wir leben und dann einfach weg sind. So, weißt du, was ich meine? Dass echt die Welt noch weiter existiert und wir einfach weg, also weißt du, dass man nicht mehr spürt oder fühlt. Aber das Leben nach dem Tod, ich kann mir vorstellen, dass man so wie träumt ewig. Also wie schlafen, also könnte ich mir vorstellen. Einen religiösen Gedanken oder am... Nein, das nicht. Also jetzt abgesehen von irgendwelchen, was es auch immer wäre. Nein. Oder einfach mehr so an, ich sag jetzt mal, irgendwie Seele, Energie... Nee, mehr so Seele, Geist, Shit. Okay. Weniger auf die religiöse Basis. Auf jeden Fall, Sajan, mach weiter mit solchen Videos, das wäre wirklich eine coole Sache. Das mit der Erinnerung ist eine krass nice Aussage. Ja, eben, also weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass das vielleicht die Essenz ist, wo vielleicht auf dem Planeten, nachdem wir gestorben sind, noch weiter lebt. Unser Körper ist ja zuerst schon noch da, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich mit dem Ableben vom Hören nicht, dass da von mir als Person, weil ich habe das Gefühl, was mir ausmacht, ist jetzt nicht meine Körperteile, sondern einfach wirklich mein Hören. Das ist das, was mir als Mensch ausmacht. Und im Zwischenmenschlichen bleibt vielleicht einfach wirklich nur die Erinnerung von mir rüber. Es ist gleich noch ein bisschen eine Art und Weise, dass ich da noch auf dem Planeten bin. Ja, vielleicht so. Ich denke, unser Bewusstsein ist ein Konstrukt von unserem Gehirn und wenn das Gehirn nicht mehr lebt, dann ist auch das Leben fertig. Nichts mehr nachher. Genau, Adrian, also ich habe auch so ein bisschen so das Gefühl. Also weißt du, ich finde es eigentlich finde ich scheiße, dass ich so denke oder dass ich wirklich das Gefühl habe, dass es so ist, weil ich wette, dass es eben nicht so ist. Ich wette, dass ich das Gefühl habe, dass es
dass es weitergeht, ich möchte, dass es dann auch noch schön ist und alles mögliche möchte ich eigentlich, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es so ist. Sophia Pfäffli, hallo? Aus der Pink. Hoi, salut zusammen. Ja, aber auf jeden Fall sehr cooles Video. Sayan, like ist da, abonniert den Dude und checkt seine Videos auf jeden Fall aus, ja. So. Was habe ich jetzt noch wollen? Bald die 1000 Abonnenten, 50 Abonnenten noch. Yalla, Habibi, let's go. 1000 Abonnenten, das knackst du noch das Jahr, das wäre hure nice. Was habe ich? Ja, sicher noch ein Video. Warte mal. Mara C. Die Mara, die gute alte Mara. Also, die Mara hat ja jetzt einen YouTube-Kanal. Beziehungsweise hat jetzt ein YouTube-Video gemacht. Ich ziehe wahrscheinlich nicht das ganze Video ein, weil es mir irgendwie absolut nicht juckt. Trinken oder Wahrheit, ja. Aber was ich auch will sagen, jetzt generell zu der Mara und zu der Nati, ist, dass es wirklich eine nice Entwicklung, eine coole Entwicklung finde, was da jetzt in letzter Zeit so abgegangen ist und jetzt so mit dem Start von der Mara ihres Kanal. Es ist eigentlich heftig, was da im Gang ist bei der Schweizer Szene so mäßig. Sie bringen so viele neue Leute in die Schweizer YouTube-Szene, so viele neue Personen und so, weil, ich meine, sie hat den YouTube-Kanal erst gestartet und sie hat schon 7000, fast 8000 Klicks auf dem Video und hat schon fast 2000 Abonnenten. Ein einziges Video, das ist in der Schweiz, das haben wir in der Schweiz irgendwie so noch nie gesehen und darum habe ich das Gefühl, dass Nati und auch jetzt die Mara im Zusammenspiel irgendetwas, vor allem auch weil sie froh sind, wahrscheinlich so etwas gestartet haben, dass das Ganze viel mehr in Fahrt kommt. Und natürlich ist ja ein Vorsprung, ein grosser Vorteil sind sie Frauen und bedienen sie ja so ein bisschen die Nische von Content, wo sich wahrscheinlich eher an jüngere Zuschauerschaft richtet. Das ist ja auch kein Problem, das ist ja auch so eine gute Sache. Und jetzt zum Beispiel auch bei der Nati, wenn wir bei der Nati auf ihren Kanal gegangen, hier. Wenn wir hier bei der Nati auf ihren Kanal gegangen, sie hat auch unglaubliche Klicks, muss man eigentlich sagen. Weil hier 27.000 und 25.000 Klicks von den letzten 2 Videos. Klar, es ist so die ultimative Schwangerschaftstest oder so. Solche Videos, ja okay. Klar ist der Titel und so auch extra so ein bisschen so gewählt. Aber ich finde es jetzt nicht, nicht so schlimm, weil sie redet ja wirklich über das in dem Video. Es ist ja nicht irreführend oder so. Und darum, wenn sie so machen, let's go. Also wirklich, kein Problem. Und ich finde auch cool, dass sie so durchzieht. Und auch, dass die Mara so oft in den Videos ist und so, ist wirklich eine coole Sache. Aber ich finde, das ist halt nicht ganz mit Content. Darum da habe ich mir die meisten Videos jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr so eingezogen. Es hat mich nicht so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist ja nicht so, dass ich es nicht gut finde, weil es mich nicht interessiert. Ich meine, ich bin mittlerweile auch schon 14-jährig und in dem Alter da ist man meistens nicht mehr so, vielleicht nicht so interessiert an einem Video, wo Wahrheit oder Trinken ist. Und also, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich so nur oder so, aber irgendwie ist das nicht ganz mein Content, aber ich finde es sehr, sehr cool, was sie machen, darum Like ist da, bald 1000 Likes, so übrigens, das ist schon krass, ich meine, ich mache schon x Jahre lang YouTube-Gefühl, ja meine 8000 Views, habe ich einfach nie. Nein, aber geht mir ja nicht um das, und ich mache YouTube auch nicht, für das ich weiß nicht was, eine krasse Zahl erreiche oder so, aber es ist wirklich schön zu sehen, dass die Schweizer Szene so durch die Decke kann gehen. Das ist schön, das auch zu sehen und vielleicht auch mitzubekommen, dass das in der Schweiz so in dem Sinn möglich ist. Digi, ich habe nicht mal ein Hundertstel von dem Erfolg. Ja, es stimmt eben schon, es ist krass, dass die Mara jetzt einfach so startet und schon so durch die Decke geht. Ich meine, 8000 Views fast auf dem ersten Video, das ist unglaublich. Also das ist wirklich... Oh!
Der WW holt hier 2 Stutz raus. Merci vielmals für die Spende. Danke vielmals. Holy shit, ich habe den Sound fast vergessen. Ich kenne die Spende gar nicht mehr. Ich schwöre, Digga. Nee, Spaß. Nee, aber danke vielmals für deine Spende. Das ist wirklich sehr, sehr grosszügig. 2 Franken. Ja, und das Geld gibt noch dabei. Was ist denn das hier im Chat? Im Superchat. Ich könnte nochmal schnell gucken. Ich reinziehen. Ich habe noch so ein Hey You-Teil mit drin posten. Genau. Hier kann ich den Chat ein bisschen einblenden, dass ihr euch seht hier im Chat. Genau. Ich wollte noch ein bisschen Background Music. Nicht der Song. Einfach irgendetwas von SpongeBob. Nein, das auch nicht. Ja, hier. Ganz ehrlich. Der Ton. Komplett lost. Nein, aber das ist eben das geile Background-Musik hier bei SpongeBob. Aber auf jeden Fall, was ich noch sagen kannst du mal mein letztes Video anschauen. Simon Lieberherr. Yo, JK Music, was geht ab? Ne, aber was ich jetzt noch sagen will, dass die Schweizer YouTube-Szene jetzt mit der Natisel und so krass am Stieg ist, das finde ich nicht. Das finde ich cool und ich finde es so nice, dass sie so aktiv Videos machen und dass das so durch die Decke geht. Und ich muss ihnen gönnen auf jeden Fall. Und ich wünsche auf jeden Fall nochmal alles Beste für die Zukunft, ja. Das wollte ich sagen noch. So. Ja, Can, dieses Video ist relativ lang, ja, aber ich tue jetzt einfach 10 oder andere Video mir ein bisschen vom Video einziehen, ja. Ich habe mir selber auch noch nicht gedacht, ich tue es auch noch für den Stream vorbereiten. Oder mir safe für den Stream. Aber ich habe es jetzt mir noch nicht eingezogen. Darum ziehen wir es jetzt noch ein bisschen ein jetzt. Du hast ja ursprünglich die Titel. So war mein erstes Mal oder so. Ja moin. Der Titel, den habe ich auch absolut gefühlt. Komplett. Das ganze Clickbait-Potenzial hat er ausgereizt, der Can. Also wirklich da gegangen. Respekt raus an den Can. Spaß. Soll ich heute oder morgen den Privatchat hören? Los, wenn du willst. Der Roadtrip-Vlog vom Adi oder von Max Mission. Oh ja, das könnte man noch sich reinziehen. Ja, shit, ja, stimmt, ja. So. Geht noch 3 Minuten. Simon, ja, das könnten wir eventuell später oder nächstes Mal noch reinziehen. Ich wollte jetzt nur kurz vom Can, noch 10 oder andere. Wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, dann könnt ihr gerne dranbleiben, das Video schauen. Wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr einfach ein anderes Video von mir anschauen. Gut, dann ziehen wir ein anderes Video ein. Spaß. Nein, ich würde sagen, wir fangen einfach an mit der ersten Frage. Und die wäre: Sind deine Stories in den Kurzfilmen dir echt so passiert oder ist das alles fiktiv? Ja, das fiktiv würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist fiktiv. Bei Kurzfilmen ist es vielleicht obvious, dass das eher dass das nicht echt ist, aber bei zum Beispiel «Ein Fehler zu viel» haben viele auch gefragt, ob das echt ist oder nicht. Und also ich kann da einfach sagen, eigentlich alle Stories, die ich in den Kurzfilmen erzählt habe, habe ich persönlich jetzt nicht so erlebt. Also es sind nicht Erlebnisse von mir und sonst würde ich wahrscheinlich sagen, dass das ein wahres Erlebnis von mir ist. Aber in den meisten Fällen sind es einfach fiktive Stories. Peter Crouch, genau. Du kannst reinziehen, wenn du willst. Es ist wirklich eine gute Folge. Und wenn du vielleicht morgen zum Weg in die Arbeit oder in die Schule dir das reinziehen, mach es so. Oder heute zum Einschlafen. Alles passt. So, Reaction auf ein No-Cut-Frage-Video. Frage-Antwort-Video. Ja, heute ziehen wir nicht das ganze Video ein. Also das ist
eine ganz klare Situation, Digga. Was ich mir irgendwie überlegt habe in einer Nacht- und Nebelaktion. Ja. Nächste Frage. Was hast du für eine Lehre gemacht oder was hast du schon immer für eine Lehre machen? Ich habe keine Lehre gemacht, Also, ich war in der Uni und Ich im habe Gimmer. keine Lehre gemacht, ich habe keine Ausbildung gemacht, ich habe kein Studium gemacht. Ich Was hast du denn gemacht? 10. Schuljahr gemacht, Aha. nach meiner Schule. Und was noch? Nachher bin ich etwa ein halbes Jahr habe ich nichts gemacht. Nein. Nach dem 10. Schuljahr. Dann bin ich auf Tournee mit dem Zirkus Knie? für ein halbes Jahr. Und nachher habe ich ein Jahr lang in einer Fernsehproduktionsfirma gearbeitet. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, den Zivildienst. Und jetzt bin ich da, wo ich bin, wieder selbstständig. Genau, so ist etwa mein Weg. Also ich habe nie eine Ausbildung gemacht oder eine Lehre. Ich wollte mal eine Zimmermann-Lehre machen, aber Gut. das ist irgendwie nichts geworden. Ich weiß auch nicht wieso. Aber Spaß, alles ist Spaß. ja, das ist so mein Werdegang. Also ich bin mir am Überlegen, vielleicht noch ein Studium zu machen, ein Film- oder Schauspielstudium. Aber Studium, Yalla Habibi, Digga. So, ich würde sagen, ich will mir das Video auf jeden Fall privat nochmal einziehen. Ein Like ist auf jeden Fall schon mal gesetzt auf dem Video. Und 100% Real Talk, das freut mich natürlich, dass du mir da alle Fragen 100% auf realer Basis schon beantworten. Genau. Ah ja. Im ADC-Vlog habe ich gar nicht gesehen. Aber das geht auch 18 Minuten. 18 fucking Minuten. Aber ich habe es eigentlich auch im Stream wie ziehen, aber eben. Geht alles lang. Geht alles lang. Wert. Das heisst, dass man das uns schon mal anvertraut, ist natürlich. Ja, aber jetzt sind sie hier in den Bang-Bus bekommen. Das ist der Bus, den sie bekommen haben. Und ich wollte wissen, wenn der Trip so richtig anfängt. Hier. Oh, ist die Bremse schwer. Digga, tönt hure. Das klingt so ungesund. Das ist wirklich nicht so gesund. Ja. Ja, dann nach ein paar Startproblemen haben wir also das Büsschen gehabt. Danke vielmals nochmal an The Photobus, die haben uns das Büsschen gegeben. Mehr dazu aber am Schluss. Auf jeden Fall sind der Marc und ich dann abgefahren auf Luzern, haben dort einfach Sayan aufgelesen und sind dann zusammen mit ihm auf Lugano gefahren. Dort haben wir etwas gegessen gehabt und haben uns dann langsam für oben ein Schlafplätzchen gesucht und sind auf Monte Bre raufgefahren. Das ist so ein Berg neben Lugano. Nur die Strasse dort rauf ist nicht ganz so einfach zum Fahren. Das glaube ich nicht, weil mit so einem Autobus, so einem alten VW-Bus zu fahren, ist wahrscheinlich der Pain, kompletter Pain. Und ursprünglich war es ja noch geplant, dass ich mitfahre, beziehungsweise der Marc und so haben mir noch gefragt, dass ich der Fahrer bin, weil keiner von den anderen Lappen hat irgendwie ein Spermie oder so, weil sie alle absolut lost sind in ihrem Leben und nicht im Griff haben. Also der Marc's Mission und der Sayan, alle drei kein Spermie. Sie nur verkiffte Siechen. Spaß beiseite! Das ist natürlich. Nein, ist natürlich Spaß gewesen. Nein. Sie haben einfach noch kein Spermien auf jeden Fall. Und die sind eben noch draussen pennen und so. Und draussen pennen, dann ist ja gedacht, Digga, seid ihr da ganz dicht oder was im November draussen pennen? Und ich dachte, ja, da bin ich noch dabei, würde einfach irgendwo drinnen im Ding pennen, im Büstli oder so. Oder ja, auf jeden Fall nicht draussen. Wahrscheinlich zu kalt, ich bin da einfach eine Mimöseli. Und da ist mir dann, wie das Datum dann so ein bisschen klar ist, ich habe dann noch ein bisschen abgeklärt mit der Uni und so. Und dann war es ein bisschen zu knapp gewesen, also bin ich schlussendlich nicht dabei gewesen. Wir sind jetzt Ich bin gespannt, wie der Adi da fährt. auf dem Mont Bre. Das ist neben Lugano. Und schaut mal die Street. Können wir schnell die Street filmen? Ah ja, was ist? Nein. Kurz gefasst, wir müssen auf die Strasse rauffahren und sie schauen auf uns, dass das nicht passiert. Let's go. Und das Büsschen muss im ersten Gang fahren. Ja. Schau da, die Straße. Ach so! Mit dem Bus sind sie dort so gefahren. Oh mein Gott, was ist denn da? Ja, ich bin absolut in Mimose. Wir müssen absolut rennen, wie wieder hier Film. Wie so ein Kinofilm, Alter. So, genau so ist es auch in den Kinofilmen. Wir werden hier gefilmt wie in einem Hollywood-Film, Alter. So, in dem Tempo sind sie dort raufgefahren. Uff, Alter, uff. Das ist wahrscheinlich ganz kurz gegangen, sie sind komplett schnell da oben gewesen. Gut, nachdem das Büsschen dann auch etwa 10 Mal abgeschmiert ist, sind wir dann zu oben auf dem Monte Bre angekommen und haben dort die Nacht verbracht.
Ah, in der Nacht hat er nicht mehr gefilmt. Wieso hat er nicht mehr gefilmt in der Nacht? Was ist echt da alles abgelaufen in der Nacht? Ich weiß nicht wissen. Ganz ehrlich. Okay. Ist das so? Ja, voll. Guten Morgen, wir haben mittlerweile schon 7:30 und wir sind vor einer Stunde aufgestanden und machen uns jetzt auf den Weg runter zum Sonnenaufgang Catch, der schon vorbei ist. Das Sonnenaufgang auf Catch, man kennt ihn, Alter. Ja, wir haben bei dieser wunderschönen Aussicht haben wir geschlafen. Muss noch zum zeigen. Schönes Mätteli. Eben, wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Montbray. Wir haben 7:30 Uhr morgen. Es war eigentlich recht warm sozusagen, weil ich lange Unterhosen und alles Zeug hatte. Also mega chillig. Hier sehen das Büsschen nochmal. Es war wirklich mega warm in dem Bus. Was sagst Du hast schon Spass mit dem Sicht gegeben. Dann machen wir mal. Oh, Alter, und ihr müsst mal schauen. Ah, der Oldschool-Motor da drin. Ich keine Ahnung, ob das Oldschool-Motor ist. Absolut kein Plan für einen Motor. Let's go, Alter! Er kann ja ein bisschen fahren. Wow, Dude! Oh, dort habe ich gedacht, der zerstört den Wagen. Nee, Dude. Digga, ich sehe fast nichts, das ist weißt du wie Folge. Hast du gesehen, wie nah du bei dem da gesehen bist? Ja, deswegen habe ich auch gebremst, Mann. Ich habe fast nichts gesehen. Digga, du hast mega bremst. Was? Hey, die Jungs, du musst fest abdrücken. Dann habe ich gedacht, du, der fährt jetzt im Mann. Yeah! Legendäres Lied. Mal schauen, wie wir das Heizung anmachen. Ist auch so. Und dann läuft sie. Let's go. Der Weg ist schon komplett lost. Risky Manöver da. Legendäres Lied. Ah, ist er wirklich fast in den Berg runtergefahren? Uff, wenn der Bus dort runter wäre gefahren. Der Max Mischer ist mir eigentlich egal, ob der Bus, hey, wenn der dort runtergefallen wäre. Spaß. I am fragile, you are strong. Schöne Frisur. Oh! Oh, guten Tag. Was machen Sie denn da? Nati, Salinati, ja. Ey, eben, also was ich kurz vorher gesehen habe, ist eben, dass es nice finde, wie sehr wo die Nati bzw. die Mara jetzt abgegangen, wie sehr wo das dort, wie sehr wo das gut läuft einfach. Also ich meine, das ist schön zu sehen, dass es in der Schweizer Szene so kann gehen, dass das möglich ist, beziehungsweise dass es so, dass so läuft. Das ist auf jeden Fall nice, ja. Kein Problem für die liebe Worte. Das ist mehr nur so ein Merken, dass es halt wirklich so ist. Genau. WW Kappa. Gerne. Jetzt musst du jede einzeln abschließen. So. 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 Zack. Approved. 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 Und was bist du? Ein Schlauch. Hab den Schnurriger. Noch sind wir alle zusammen in Lugano, zusammen in der Bäckerei zum Morgen essen. Also fast wie eine kleine Familie. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Zeit gewesen, dort in Lugano. Dann haben wir alles wieder ins Auto reingepackt, ein bisschen aufgeräumt und sind dann auch schon weitergefahren zu der nächsten Destination. Schön. Und das war nämlich das Graubünden gewesen. Und für das sind wir dann über San Bernardino, also nicht über einen Pass, sondern durch einen Tunnel ins Graubünden gefahren, Richtung Chur und sind dann abgebogen Richtung Julienpass. Und auf dem Julienpass ist es dann Zeit gewesen, dass wir mal das Öl kontrollieren. Bei dem Büssel ist es so, dass man das Öl kontrollieren muss. Wir haben das jetzt schon lange nicht gemacht. Wir zeigen jetzt mal, wie das geht. Also es ist verdammt warm vom Fahren, Digga. Wir haben es. So. Aber jetzt kann man natürlich nicht ableiten. Früher haben wir wahrscheinlich oft noch Öl kontrollieren. Heute absolut nie. Also, wenn wir gefahren sind, dann muss man putzen. Jetzt rausnehmen. So, jetzt sieht man hier gerade
Bis oben? Kann das sein? Das ist aber nicht gut, oder? Es kann gar nicht drüber sein, weil heute Morgen, als wir gemessen haben, war es in der Hälfte gewesen. Das heisst, es kann jetzt gar nicht drüber sein. Es fühlt sich nicht von allein aufsöhlen. Oh mein Gott, was ist da rausgekriegt? Ist da alles rausgekriegt aus dem Bus? Es fühlt sich nicht von allein aufsöhlen. Hier, jetzt. Ja, da fliegt das Zeug raus. Hier. Da rechts dahinter, da ist alles am Boden, ja. Da ist ja wirklich alles am Boden geflogen. Jo, was ist denn da passiert? Was? Wie ein Vorlauf, Alter! Das ist wirklich so, was sieht das? Was für Vollpfosten! Dreck auf den! Die sind alle auf der Straße gelegen, verteilt. Oh, du Wichser! Der Marc ist einfach der heißeste auf dem Trip, ganz ehrlich, der schönste. Sie sind am See, da springt jetzt noch einer drin. Kannst du mir bitte schnell erklären, wie kalt du hast? Du siehst so... Schon gerade sehr kalt. Es sieht so kalt aus, Digga. Aber anders sieht es auch so jähes. Wir haben eine Abstimmung auf Insta gemacht, ob der Marc ins Wasser soll, nackt. Und es ist ja rausgekommen. Let's go! Digga! Was? Wieso hast du dich noch umgedreht? Die hat es unzensiert können. Ist nice gewesen. Aber schau jetzt mal den Kopf an, ich weiß nicht. Was? Er fühlt sich gut an, er hat da etwas Gutes geleistet. Oh, die Scheisskamera, ich hätte kotzen. Aber auf jeden Fall, es fühlt sich gut an, er ist nach der See gejumpt. Auf jeden Fall, Herzinfarkt beim nächsten Mal garantiert. Ja, findest du auch noch? Ich bin langsam ins Auto. Dann haben wir langsam kalt. Sagt er mit der Eskimo-Jacke und er ist nebenan. Ganz gechillt, barfuß auf der Wiese. Und ist jetzt schon wieder. Ganz ehrlich, Max Mischen, du bist doch jetzt im Chat bei uns. Bist du danach krank geworden, eine Erkältung haben? Ja oder nein? Barfuß am Silvaplanersee. In ein Restaurant gegangen, haben uns ein bisschen aufgewärmt, etwas Nices gegessen und sind dann weiter zum Starzersee gegangen. Jo, liebe Leute, wir sind hier aktuell am Starzersee oder auch Lei des Staats genannt. Wir haben jetzt Samstag oben, sind am Starzersee. Der Vibe ist wieder mal fett real. Hier ein kleiner nice See in der Nähe von St. Moritz. Welcher Tag ist es, wo man nice Pics machen kann? Genau. Der oder der? Ganz allein, Mutterseele allein in der Stratosphäre. Unser Büssli. Ja, sie sagen wegen Bewilligung, ob wir eine Bewilligung haben. Und da vorne hat es Kameras und sonst kommen sie, dann müssen wir Bussen zahlen. Also Gehen wir lieber, Digga. Willst du vorne baden in St. Moritz, Digga? ja, ich denke schon. Es ist jetzt so, dass wir den Starzersee verloren, weil gerade eine Ehrenbruder von dem Restaurant hier hat uns gefragt, ob wir eine Bewilligung haben zum Hinterfahren. Dann haben wir gesagt, nein. Und anscheinend haben jetzt so Kameras. Das ist manchmal ein bisschen mühsam. Ich meine, ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen Privatboden dort, aber es ist manchmal ein bisschen mühsam. So, eigentlich habe ich doch das Gefühl, dass ein See öffentliches Gut ist. Und wieso ist das immer so ein Stress? Dass Leute immer so müssen stressen. Schauen, ob Autos hinterher fahren. Und die Polizei schaut recht genau hier in St. Moritz. Und dann fahren die hinter und geben uns einen fetten Bus. Und auf das haben wir natürlich nicht Bock. Darum verlassen wir jetzt den Ort einfach. Jo, Wir sind aber wir sind hier gesehen. Hey, sag mal, was hat der Dude genau gesagt da vorne? Ja, also eben, wir sollten da wegfahren, weil er weiss nicht genau. Also das kommen sehr wahrscheinlich Leute, die uns dann wegschicken und dann müssen wir Bussen zahlen und alles. Ob es wirklich Kameras gab, würde ich jetzt bezweifeln im Nachhinein. Aber wir sind auf jeden Fall weggegangen, weil... Merkst du, es regnet? Ganz fein. Ein bisschen, ja. Aber irgendwie... Ja, komm, das wird geil! Das wird geil! Go! Eine Sayan! Oh! Oh! Ah! Ah! Geil! Geht's, Dude? Oh! Hey, heftig! Ja, man sieht es ein bisschen.
Zu denen ist St. Moritz, da oben sind sie am Skifahren. Auf jeden Fall Big Respekt für Sayan und den Mark's Mission, dass sie dort in die See sind gebadet. Lasst doch mal ein Like da, nur weil die das gemacht haben. Auf jeden Fall ist dann langsam oben geworden und wir haben das Graubünden verloren und sind dann Richtung Bodensee gefahren. Auf dem Weg zum Bodensee sind wir noch schnell in Vaduz vorbeigegangen. Da sehen die Bilder, das sind die einzigen Bilder, darum sind die Aufnahmen auch so schlecht. Und dann am Bodensee haben wir dann ein Schlafplätzchen gesucht. Nur sind wir leider ganz ein bisschen Schlamm gefahren und haben das Büsschen müssen retten. Da die Waage eigentlich. Also wie viel fast Pannen hat er eigentlich gehabt mit dem Büsschen? Wir haben es geschafft! Oh, da stinkt es nach Scheiße, Digga! Jo. Hashtag Raubmodus. Sonntag, morgen ist jetzt. Wir haben so einen Parkplatz gelaufen, ich weiss nicht mehr. Wir sehen absolut nicht, wie die Scheiben angelaufen sind. Auf jeden Fall haben wir den Mark's Mission verloren. Wir sind nur noch 3. Sieht man das? Das wär's mal von dem Update. Ja. Oha. Oh, ist das kalt im Rücken. Shit. Also los, Mann. Springt er nicht an, oder was? Springt der Bus wirklich nicht an jetzt? Okay. Oh yeah. Oh yeah. Temperatur. Heizung. Heizung läuft. Skü. Schön. Nice. Er kommt! Trying to move belongs to you and whatever they call us, whatever they'll Ja, auf jeden Fall ein schönes Video für mich. Ich finde ein schönes Video vom Adrian folgt, like ist da, schönes Video, schöner Roadtrip haben sie da eigentlich gemacht. Die Dudes, die Legenden. Ja, ich würde jetzt sagen, ich bin komplett lost, ich bin fertig mit dem Stream, ich bin am Arsch. Nur 2 Franken Spende, ich streame nie mehr, das ist viel zu wenig, das gibt's doch nicht. Spaß beiseite. Wahrscheinlich sehen wir uns nächste Woche nochmal um die gleiche Zeit hier auf dem YouTube-Kanal. Yalla Habibi. Hui, Nilas, Bösch, Sali. Ich würde sagen, ich hoffe und wir 26 Zuschauer, Sali zusammen. Ne, aber ich wollte jetzt noch etwas sagen. Schreibt mal einfach, die jetzt im Chat sind, einfach mal eins in den Chat. Ich wollte einfach mal sehen, einfach ein paar Einsen in den Chat. 1 in den Chat, meine Damen und Herren. So. Ne, aber einfach, also schon fertig oder nicht fertig. Oh, yalla, Habibi, hey. Oha, da kommt nochmal Spende, 1 in den Chat. WW gönnt 5 Franken, let's go. Für ihn auch nochmal das 1 in den Chat. Danke vielmals alle Leute, die hier jetzt noch das 1 in den Chat schreiben. WW, hure, ganz großes Merci vielmals für, dass du, dass du mir da noch 5 Lieber rausholst. Merci vielmals, ist wirklich nicht selbstverständlich, hätte nicht müssen sein. Ich würde sagen, ich gehe jetzt noch ein bisschen Call of Duty zocken, hier auf dem Dings nebendran. Jetzt hier Fernsehen nebendran. Hier gehe ich jetzt noch ein bisschen Call of Duty zocken mit dem Mark Galaxy und wahrscheinlich auch noch der Can. Ich weiß gar nicht, ob der auch mit dabei ist. Aber ich muss jetzt noch irgendwie etwas essen und ich weiß nicht was. Oh, der Stream auf dem Fernsehen, schön. Sehe ich gut aus. Wie sehe ich aus auf dem Fernsehen? Ganz ehrlich, muss ich sagen, ehrlich, von 1 bis 10. Spaß beiseite. Nein, Spaß beiseite ist alles ein bisschen auf witziger Basis. Best YouTuber, nächste Firma, Dude, komm, auch Black Ops. Was Black Ops? Modern Warfare. Ja, ich könnte ja mal einen Code-Stream machen, aber irgendwie habe ich so... Der Marc hat mir tatsächlich auch seine Elgato gegeben, aber es ist noch so ein bisschen das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich es machen kann, dass es nicht asynchron ist. Das müsste ich noch mal ein bisschen mir einziehen und so, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich würde sagen, habt einen schönen Abend, danke vielmals, seid ihr alle mit am Start gewesen, hat mich sehr gefreut und dir auch nochmal WW, danke vielmals und ja, ich könnte auf jeden Fall mal einen Code-Stream machen. Ich wünsche euch jetzt auch noch einen schönen Abend und ich würde sagen, wie könnten ihr euch verabschieden, mit welchem Song? Welchen Song könnten wir da abspielen, für dass wir jetzt alle einen schönen Abend haben? Ich weiß es nicht.
Und darum würde ich sagen, ich muss einen Song. Ich muss doch einen Song. Ja, sicher noch irgendwelchen Song. Irgendetwas. Heute Klassik. Warte. Klassik. Sag. Hier, einfach das erste Lied von meiner uralten Klassik-Playlist. Schön. Und mit dem Song, ich höre ihn jetzt noch ein bisschen an. Ich hätte, wenn ihr wollt, noch im Stream drin bleiben. Müsstet natürlich nicht. Ich hätte hier schon rausgehen, ich wünsche noch einen schönen Abend. Und klassische Musik ist auch nice. Und das Lied hier, falls du nicht wisst, was es heißt, das ist Kanon in D. Sehr schönes Lied. Wahrscheinlich wird es copyrighted, aber klassische Musik fühle ich auch. Muss ich sagen, fühle ich auch. Fühlt wahrscheinlich niemand im Chat. Absolut niemand. Ne, die noch im Chat drin sind. Die Leute, die jetzt noch im Chat mit drin sind. Fühlt ihr klassische Musik, ja oder nein? Fühlt ihr das? Yes, nice, okay. Absolut. Klassische Musik. Ja, ihr zwei, dass ihr das fühlt, ihr seid sowieso Ehrenmänner. Dass ihr das fühlt, habe ich schon gedacht. Sehr geil. Sehr geil. Eben, auf jeden Fall. Das ist ein geiles Lied. Geiler Song. Also geiler Song. Einfach geile Melodie so. Ich sinke hier ab so. Ich sinke so langsam. Wenn der Stream fertig ist, bin ich ganz unten. So weiss ich, warte, ich muss schnell. Es ist einfach entspannend, oder? Ich finde, es ist hure entspannend und du kannst so die Seele komplett baumeln lassen. Finde ich. Und jetzt würde ich sagen, der Stream ist fertig, sobald wenn ich ganz unten bin. So wie das Niveau von dem Stream. So machen wir oder so spielen wir. So, also ich muss hören. Danke vielmals, seid ihr alle mit dabei gewesen. Hat mich gefreut. It was an honor. Wieso mache ich jedes Mal so lang? Ciao. Der musizierende Boss wünscht euch noch einen schönen Abend. Oh, warte schnell. Es läutet jetzt da noch jemand an. Der Elia läutet an vom Privatchat-Podcast. So. Hallo Elia. Ich bin gerade... La, der scheint zum Klavier einfach nicht an. Das ist absolut. Habt ihr etwas verstanden? Ich habe nichts verstanden, was das Arschloch gesehen hat. Er hat einfach gesagt, lass den Scheiß mit dem Klavier lassen, hat er gesehen. Ganz ehrlich, lass den Scheiß mit dem Klavier lassen, machen weiter. So, fertig mit dem Stream. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao zusammen. Merci, dass ihr mit dabei gewesen. Ciao, ich verbeuge mich vor euch. So, diesen hier. Zack. Ich habe noch Haare. Ich habe noch ein paar Haare auf dem Kopf. Ja, ciao.